Bestätigt durch Satellitenbilder ist nun ersichtlich, wie China das ehemalige Ostturkestan seit nunmehr 70 Jahren besetzt hält und in verschiedene Regionen Sammellager ausbaut. Millionen von Menschen, darunter Gelehrte, Wissenschaftler, Denker und Künstler, werden durch den chinesischen Staat in Straflager interniert. Laut der Turkestan Press sind in Guljar kürzlich 42 Männer verhaftet und in ein Lager verschleppt worden. Der Vizepräsident des Uigurischen Weltkongresses Ömer Kanat traf in den Vereinigten Staaten auf die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi. In einem Gespräch tauschte man sich über die aktuelle Lage in Ostturkestan aus. Behram Qasimi, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, verkündete im Namen des Präsidenten Rouhani, dass der Rücktritt des iranischen Außenministers Zarif auf keine Akzeptanz stoßen würde. Weiterhin riet Qasimi von unbegründeten Spekulationen um den Rücktritt ab, da Zarif selbst die Gründe hierfür auf seinem sozialen Netzwerk begründete. Heute und morgen treffen sich Trump und Kim Jong-un in Hanoi, Vietnam. Der amerikanische Präsident strebt an, den Diktator davon zu überzeugen, sein nukleares Waffenprogramm einzustellen. Im Gegenzug will Washington eine Sicherheitsgarantie sowie eine Normalisierung der Beziehung anbieten. Kurz nachdem die indische Luftwaffe einen Angriff auf Pakistan ausführte, hagelte es Kritik aus Pakistan. Der Sprecher der pakistanischen Armee, General Ghafoor, bedroht Indien daraufhin, indem er das Land dazu aufruft, sich auf eine Überraschung vorzubereiten. Indien gab an, Terrorcamps zu bombardieren. Laut pakistanischen Quellen soll es zu keinem Sach- oder Personenschaden gekommen sein.